Gehen wir so da rauf, da rauf. Das ist auch lieb. Das ist lieb, wenn der Radio nicht ist oder was im Internet alles kaputt ist, dann kannst du da herumtrommeln und kannst dann liebe Musik lauschen. Zu wenig geschickt. Ja, das war's glaube ich schon. Bei mir kann ich da. Da unten haben wir so einen Kochtopf. Ja, was heißt an? Oder was das auch immer ist, ein Reindl halt, wie man wienerisch sagt, ein Reindl, da schaut's auch her. Ein größeres, ein kleines, ne? Super, Reindl, ne? Gib ich auf den Scheiß da, ne? Auf den Gasherd, ne? Der was den kein Hund braucht, ne? Da ist auch so ein Reindl, ne? Super, seht ihr das? Ja, sagt er. Und da, ja, kann man dann kochen, fleißig kochen, braten, grillen, hoch die Goschen, du verschissene Flaschen, du. Schon auszupfen, nichts mehr wert, die Bottle. Gut. Ganz wichtig im Leben, natürlich nicht für Männer, sondern nur für die Küche, der berühmte Eierschneider kommt natürlich nicht in den Grenzbereich des Unterleibes eines Mannes. Das war jetzt zu kurz, gell? Arschwurm erzählt. Zum Eier schneiden. Hoffentlich sind die Eier recht wach, dass man es auch schneiden kann. Ne? So, was haben wir da? Was? Da ist ja schon die Musik aus, oder? Wichtig. Okay, schön. Au! Der scheiß Deckelbein aufgekommen. Wie schwer diese Hurenverdammten, so Glas, so Hartglas, Kochtopfdeckeln, da, Kochtopfdeckeln. Das ist ein Dreck, erst. Der Scheiß da drauf, das ist einer aus Blech, ne? Der Blech ist mal sympathischer, weil das nicht so schwer, ne? Auch ein gutes Schlaginstrument. Lieb. So, da. Okay? Und jetzt beginnen wir zu kochen. Was soll ich kochen? Natürlich, klar. Eindeutig ein Zwiebel-Ragout. Hier sind die Zwiebeln, ja. Kann man sehen, die Zwiebeln, ja. Die gebe ich mal da rein, ne? In das Plastikschirm da, in den Plastik. Ich weiß nicht, was das ist. Unbedingt gehört das dazu, der kleine da, weil das steht im Rezept drin, in der Wiener Küche 1956. Und dann kommen die Zwiebeln da drauf, ja, und dann kommt noch der Hauptakt, ne, das ist das Top, die berühmte Salatgurke. Hat schon ein paar Tage am Pugel, ne, ein bisschen wie alter Gummibeil, also egal, das muss man dann da quer über diese Zwiebeln legen, ne, dass es aromatisch dann wirklich durchwirkt, einsickert, einfließt in das ganze Geschehen. Gut, so, nicht vergessen der berühmte Kochhandschuh für kleinkarierte Köche. Für kleinkarierte Köche natürlich die Seite, ja. Für ein bisschen Alternativköche, weil das muss man die andere Hand nehmen, weil sonst geht sich das nicht aus. Für Alternativköche muss man dann das nehmen, ne? Die Seiten. Egal. So, das war's auch. Die kommen nicht in den Topf rein, in diesen komischen Plastiktopf.